Guten Tag, ich begrüße Sie sehr herzlich zur Perspektive Deutsches Kino. Wir zeigen heute die Berlin-Premiere von Torro von Martin Hauy. Wir zeigen Torro aus Anlass 50 Jahre Hofer Filmtage, die Heinz Badewitz, sein Team und alle ehemaligen Filmemacher und neuen Filmemacher im Oktober dort feiern werden, die 50 Jahre. Wir wollen darauf aufmerksam machen, auf dieses Festival, was seit 50 Jahren den Nachwuchs fördert. Und ich freue mich sehr, dass Heinz Badewitz, der Begründer der Hofer Filmtage und Leiter der Hofer Filmtage, hier ist. Heinz, komm mal zu mir. Danke, Linda. Es ist eine tolle Idee von dir gewesen. Ich bin zwar immer Gast der Berlinale gewesen, bis letztes Jahr noch war ich Mitarbeiter, 38 Jahre lang, und habe deutsche Filme hier gezeigt. German Cinema, früher hieß es Neue Deutsche Filme, jetzt machst du die Filmakademie selbst unter Lola at Berlinale. Und du hast die Idee gehabt in Hof, dass du den Film hier zeigst. Ja, Heinz, ich habe auch ein Mikro. Danke. Heinz bei 4. Und zwar ist es so, dass Heinz also mit vielen Filmemacherkollegen 1967 das erste Mal in Hof Filme gezeigt hat. Nur haben wir ja, wie die wahrscheinlich alle wissen, dieses Jahr die Retrospektive Perspektiven in Ost und West, das Jahr 1966. Bei dir startete 1967. Kennst du Leute, die dort in der Retro sind, und wie fing das überhaupt an? Wer waren die ersten Filmemacher bei dir? Ja, in der Retro habe ich nur entdeckt, der Brief von Vlado Christel, der leider nicht mehr unter uns lebt, und es war 68. Ein wunderbarer, schräger Film. Aber 67 gab es diese langen Filme vom jungen deutschen Film noch nicht. Da gab es nur Kurzfilme. Und damals war ja München die Filmhauptstadt Nummer 1 in Deutschland, Westberlin nicht. Also das war alles in München, wenn man auch weiß, dass 5 Jahre vorher die Unterschreiber des Oberhausener Manifestes waren 25 Personen, 25 Regisseure, und 24 davon kamen aus München und nur einer aus West-Berlin. Also das zeigt eben den Stellenwert, was München damals für Zugkraft hatte. Und ich bin als junger Mann, junger Spund aus Hof, ich wollte Kameramann werden und Filmemacher, nach München auch gezogen. Man lernte sich da kennen. Ach, du magst auch Filme? Ja toll, willst bei mir mitarbeiten und so weiter. Jede Ecke wurde gedreht. Und dann wollten wir in München mal unsere Filme zeigen. Wir fanden aber kein Kino. Und weil die Kinobesitzer sagten damals, mit langhaarigen Affen wollen sie nichts zu tun haben, und mit schweinischen Filmen, auch das noch wurde gesagt. Und dann habe ich nur gesagt, ich kenne einen Kinobesitzer in Hof. Ja, dann fahren wir da hin. Und da sind wir da hingefahren und haben 25 Kurzfilme gezeigt. Und das haben wir genannt, erstes Hofer Kurzfilmfestival, ohne überhaupt zu wissen, dass es weitergehen soll. Es sollte nur einmal stattfinden. Dann kam 68 der Skandal von Oberhausen, wo Helmut Kostats Film besonders wertvoll zurückgezogen werden musste aus politischen Gründen. Da haben sich alle Filme, da war mein zweiter Kurzfilm im Wettbewerb in Oberhausen auch, und dann bin ich fröhlich angekommen. Dich haben wir nicht erreicht, damals gab es ja keine Mobiltelefone, also ich war nicht erreichbar, und da musste ich meinen Film auch zurückziehen, und dann haben die alle gesagt, die anderen Filmemacher, dann fahren wir doch nach Hof. Und da habe ich gesagt, ja gut, dann machen wir Hof. Okay, da haben wir 3 Tage gemacht, und weil wir es einmal gemacht haben, war das zweite Festival eben dann, haben wir gedacht, zweite internationale Hofer Filmtage. Ja, und da fing es auf Nachfrage an, von Jahr zu Jahr. Und ab dem 10. Festival habe ich gemerkt, es gibt kein Zurück mehr, wir müssen weitermachen. Da war schon Brian De Palma da mit seiner ersten Retrospektive. Und und jetzt wird es dieses Jahr 50 Jahre alt. Und welche... Danke. Sag mal noch mal ein paar Namen. Welche Leute haben bei dir die ersten Filme gezeigt, die wir heute alle noch kennen? Ja klar, also ich meine, die waren ja alle unbekannt damals. Also Werner Herzog, wer kannte Werner Herzog? Wer kannte Wim Wenders? Wer kannte Rainer Werner Fassbinder? Also niemand. Also, und die sind alle in Hof groß geworden, kann man sagen, wie später Doris Dörrier, die noch 10 Jahre lang Mitarbeiterin war, hat die, wie du hier die Regisseure vorstellst, hat sie es auch in Hof gemacht, oder Caroline Link später.
oder Dominik Graf und wie sie alle heißen. Also die sind alle groß geworden da. Da kann man sagen, Hof, also hat mir jemand erzählt, das stimmt auch wirklich, ich habe es nachgecheckt, Hof ist der Geburtsort des jungen deutschen Films eigentlich. Ne? Deswegen 50 Jahre Hof, dieses Jahr 50 Jahre junger deutscher Film. Denn der neue deutsche Film war ja damals die Oberhausener Gruppe, die waren ein bisschen älter als wir. Also Kluge, Hardo Senft und wie sie alle hießen. Ne? Heinz hat aber, also Leute wie Doris Dörry oder Wim Wenders, Doris Dörry, die ja den DEFA-Preis gerade bekommen hat, hier auf der Berlinale den DEFA-Stiftungspreis bekommen hat für Fukushima, der im Panorama zu sehen ist. Es gibt aber vor allem immer noch ein großes Engagement deinerseits auch für den deutschen Nachwuchs. Also viele, viele Filmhochschüler, die bei dir jedes Jahr ihre Filme zeigen, unter anderem Martin Hauy, den wir heute Abend eben mit seinem ersten langen Film Toro hier sehen. Du hast Martin, seinen zweiten langen, Entschuldigung, du hast seinen Kurzfilm aber. Nein, seinen ersten langen Film. Okay. 2013, ich habe ihn gesehen, also ich weiß es, weil ich fahre durch die Filmhochschulen auch wie du und da ist mir dieser Film aufgefallen, Camille heißt er, ein sehr erotischer Film und das hat mir gleich Spaß gemacht, habe ich gesagt, den möchte ich in Hof zeigen und das war 2013 und natürlich verfolge ich gerne die Filmemacher, was aus denen weiter wird. Also ich verfolge die, weil es ist sehr wichtig, eine Kontinuität zu haben, denn viele junge Filmemacher, also heutzutage haben Schwierigkeiten, den zweiten oder dritten Film zu machen und das ist eigentlich ein Skandal, denn ohne diese Kontinuität im Filmemachen hätte es in jungen deutschen Filmen, hätte es die Wenders, Herzog, Fassbinder nie gegeben, wenn sie nur einen ersten Film hätte machen dürfen. Also daran arbeiten wir ja auch, ja, die Wenders Absolut. Und Schlöndorffs zu entdecken. Heinz, ich habe Blumen für dich, ich lasse dich da nicht alleine stehen. Ich wollte nur die Blumen holen. Für wem? Für dich? Für mich? Für dich. Oh und also mit herzlichen Grüßen von Dieter Koslik und der Danke. Berlinale-Leitung. Danke. Wir wünschen schöne 50 Jahre Hofer Filmtage im Oktober, wo wir alle hinfahren werden und, Gottes Willen. und deine Neuentdeckung angucken. Okay, mal sehen, was überhaupt noch gedreht wird dieses Jahr. Keine Ahnung, aber wir werden sehen. Es wird schon was laufen, keine Sorge. Vielen, vielen Dank, Heinz. Viele Partys natürlich, klar. Aber dass ich Blumen kriege, ich habe noch nie in meinem Leben Blumen bekommen. Also, das ist doch wirklich. Auf der Bühne vielleicht nie. Heinz, also wir sind sehr dankbar, wir freuen uns und wir kommen im Oktober. Also ich komme auf jeden Fall. Absolut, Vielen Dank. genau. Vielen Dank. Okay. Ich danke euch. Also 50 Jahre Hofer Filmtage, im Oktober werden die in Hof gefeiert. Heinz freut sich, wenn ihr alle kommt. Es ist so, dass der Anlass